Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lust mich auch als Marc Spautz als Interpellant merci so für das Interpellation ugefrot huet, so dat man Chance hun auch nach einkeier iwwer Bien-être, wann noch das Keier iwwer de Bien-être au Travail zu schwätzen. Ich meine, dat die Bien-être ist die letzten Wochen Nawel genug beschäftigt huet an dat ein Zeichen dafür ist, de wichtig Thema also nicht etwas, was den auf die Licht Schiller soll holen. De Bien-être au Travail beziehungsweise Wohlbefinden auf der Arbeit, das ist ein ganz facettenreiches Thema. Mein Vierredner hat mengen schon verschiedene Facetten aufgebracht. Viele verschiedene Faktoren spielen eine Rolle, wenn es darum geht, ob ein Employee sich auf seinem Arbeitsplatz gut spielt. Graf geschwärzt lässt sich Wohlbefinden an 3 große Dimensionen erteilen. Erstens Persönlichkeit vom Employee, wen ist die Person, die schafft mit all ihren Motivationen und Ängsten. Zweitens die Arbeitskonditionen, wegen Möglichkeiten und Einschränkungen bieten Arbeitsposten aus materieller und immaterieller Sicht. Drittens soziales Umfeld, wegen Bindung entwickelt sich zwischen den Employeen und vis-à-vis vom Patron. Wir als Politiker müssen uns dafür vorstellen, wo genau der Staat an diesem multikausale Geflecht am besten Tierwillen umsetzen kann, für das Wohlbefinden auf der Arbeit so zu erhöhen. Die Ausgangssituation für die meisten Leute am Land ist aktuell die, dass sie schaffen gehen, für Suen zu verdienen. Suen, die ihnen das soll erlauben, um gesellschaftliche Leben teilzunehmen. Natürlich, Geld ist nicht alles. Verschiedene Leute machen aus ihrem Beruf auch eine Passion. Auch wenn sie mit ihrer Arbeit keine Millionäre gehen oder mein vom Mond knapps abgeht. Aber für die meisten Leute also das so, dass sie schaffen gehen, weil sie zu brauchen, für ihr Leben gestalten zu können. Sie brauchen ein Salär für ihr Loyer oder Prä zu bezahlen, Essen zu kaufen oder Kannerkleider zu kaufen. Für ein steigend 12 Personen im Land geht das Salär aber immer mehr oft nicht durch. Die laufenden Kosten sind mehr groß, wie die laufenden Einkommen sind. Das wirkt sich natürlich auch auf Wohlbefinden auf der Arbeit aus. Wer 40 Stunden die Woche schafft, und auch sein Leben nicht finanzieren kann, der fühlt sich echter wie es Sklave, nicht wie ein Salari auf einen Hecht als in einer Entreprise. Ein Arbeiter, der 40 Stunden die Woche in einer harten Kondition seinen Körper belastet, für am Ende vom Monat immer nicht mit einem eitlen Konto zu stehen, weil nichts recht bleibt für zu spuren, der kann er seinen Beruf nicht mehr schwer Erfüllung finden. Die Working Poor sind zu Lützeburg trotz einem Brutto-Mindestlohn von über 2000 € leider keine Seltenheit. Eurostat nur als mehr wie all 10 Personen mit einer Arbeit zu Lützeburg armutsgefährdet, da man da leider auf der traurigen zweiten Platz an der EU. Da das umso mehr schockierend, wenn sich gleichzeitig für uns anfährt, dass die Ungleichheiten zwischen den Reichsten und Armen an unserer Gesellschaft weiterzuholen. Laut dem Statec haben die reichsten 10% 10-mal mehr Suen zur Verfügung wie die ärmsten 10% hier im Land. Das ist evident, dass heute der Sozialstaat mit seinen solidarischen Umverteilungsmechanismen intervenieren muss. Aktuell bleibt bei vielen Leuten auch nur die Sozialtransferen einen vom Monat nicht mehr Konto übrig. Auch die rezente Hoss konnte Corona nicht viel ändern. Dafür war sie dann aber zu gering. Für das Phänomen von der Working Poor entgegenzuwirken, braucht also mehr politische Initiative. Ein gutes Salär geht aber natürlich lang auch noch nicht durch. Wohlbefinden auf der Arbeit geht schließlich auch dummer dann hier, wenn sich auf seinem Arbeitsplatz fehlt. Wir alle verbringen einen großen Teil von unserem Leben, wenn nicht sogar den großen Teil davon, wo wir wirklich sind, auf unserem Arbeitsplatz. Dabei können eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle spielen, für das ein Salarié sich schnell unwohl spüren kann. Eine schlechte Ambiance mit schaffender Kollegen oder Präsenz von gesundheitsbeeinträchtigenden Faktoren sind nur 2 Beispiele. Das ist evident, dass wir als Gesetzgeber nicht nehmen können, an zwischenmenschliche Relationen angreifen. Wir können den Entreprisen noch nicht vorschreiben, wie sie ihre Personalpolitik wollen ausrichten. Was wir allerdings machen können, ist dafür zu sorgen, dass alle Salarié so schaffen kann, dass sie physisch und auch seine psychologische Gesundheit auf der Arbeitsplatz respektiert wird. Es muss sich zu Lützeburg vorstellen, ob am Bereich der Prävention von Accidenten wirklich genug in der Rolle geht, für das physische Wohlbefinden von den Salarien zu garantieren. Aus den Donnerungen vom Statec zu den Arbeitsaccidenten aus dem Industriesektor geht dafür, dass es 2018 zu Lützeburg mehr als 19.500 Arbeitsaccidenten gab, von denen da 15 leider tödlich ausgegangen sind. Das sind da zu viel. Und nicht nur das physische Wohlbefinden kann auf der Arbeit gefährdet sein, sondern auch das seelische Wohlbefinden. Also in vielen Fällen zu Lützeburg
alles ernst wie gut. Das Risiko, dass Arbeiter dabei ist, am Land an eng Depression fallen, als mat ënner von denen Hexten a ganz Europa. Gründe dafür sind vielschichtig. Zeitmangel, ein Mangel an Wertschätzung durch Arbeitskollegen oder der Patron bis hin zu Mobbing auf der Arbeitsplatz. Hier muss der Staat sensibilisieren, aber bei Gesetzesverstoß hart durchgreifen. Wer seine Arbeiter physischen Gefahren oder psychischer Gewalt aussetzt, muss bestraft gehen. Was Thema Mobbing angeht, dürfen an den letzten Jahren schon eine ganze Reihe Fortschritte gemacht. Einerseits, was die Visibilität vom Problem angeht, in Zukunft muss man auch noch verstärkt auf der Prävention schaffen. Obwohl Mobbing durch eine Vielzahl an Artikeln aus internationalem und nationalem Recht und auch durch das Reglement Grand Ducal von 2009 verboten ist, können der lützeburgische Betrieber immer noch zu Situationen, an denen Arbeiter humiliiert, degradiert und psychologisch fertig gemacht werden. Da kann auch der gut gemeinte Ratschlag von der ITM, den auf ihrer Website zu finden ist, nicht wirklich weiterhelfen, weil die sieht, Zitat, au niveau de l'agresseur, montrer des limites en criant aussi fort que lui. Maar bon, wenn der Conseil ist, für sich beim Mobbing durch hart Jeizen zu Wehr zu setzen, dann meine ich, haben wir nach einem großen, ganz großen Weg für uns. Wir als Gesetzgeber haben heute Möglichkeiten anzugreifen. Für mehr als 17 Jahre gewann der Chambre der Gesetzesvorschlag 49-70 relativ à la protection contre le harcèlement moral à l'occasion des relations de travail déposées. Den 2014 demals von der Deputéierter Madame Taina Bofferding überholt gouf. Den Dossier als auch Lohnis an Kommission verwiesen gehen, geschieht, also aber weiter nicht. Da muss man mehr aktiv gehen. Wir sollten nicht zuletzt nicht bei einer Konvention an einem Reglement Grand Ducal belosen. Wir brauchen ein Gesetz, das Mobbing konkret als Infraktion auffeiert, für so Notiz zu haben, für das Problem zu erbannen. So Gesetze existieren zum Beispiel schon an der Belge, wo das Mobbing auf dem Arbeitsplatz auch klar definiert wird. Wir Piraten fanden, dass Lützeburg dasselbe Weg sollte ausschlagen. Herr Präsident, schon nicht mehr spät wie heute ein Brief geschrieben, ja, ein physischer Brief auf Papier mit einer Schrift, wie man das hier machen, für, dass den Gesetzesvorschlag 49-70 abgegriffen wird, weitergefordert kann gehen und in die zuständige Kommission verwiesen wird. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, neben dem Schutz von den Arbeitern vor psychischer Gewalt sollte man es in Zukunft auch noch verstärkt dem Ausbau von alternativen Schaffmodellen, wie zum Beispiel dem Teletravail, der Kompatibilität von Familienleben mit der Arbeitswelt und auch dem Thema von der Erwachsenenbildung widmen. Der versteht, liebe Kolleginnen und Kollegen, 10 Minuten gehen nicht durch für das ganze Spektrum, den in am Arbeitsrecht misst umgehen, zu thematisieren. Lass mich aber zum Schluss nach einem Thema ausschwätzen, was mir persönlich um Herz liegt, nämlich das Mitbestimmungsrecht von Arbeitern an ihre Betriebe. Das ist so, dass zu einem guten Arbeitsklima und zu einer wirklichen Verwirklichung am Betrieb auch dazu gehört, dass den sich empowered fühlt, dass den sich fühlt, wie wenn ein Teil von einem großen Ganzen ist und dass den auch und die Früchte von dieser Arbeit kann profitieren. Am Ausland gibt es ein ganz rich Modell, wie Entreprisen, die an die Hand von ihren Mitarbeitern gelöst gehen oder wo Mitarbeiter einen größeren Teil um Kapital haben und mit drohen, ermöglicht gehen. Wir schwätzen hier nicht von den Stock Options, die hauptsächlich am Start-up-Sektor ein Thema sind. Wir schwätzen hier ganz konkret von den Möglichkeiten aus den Mitarbeitern, nicht nur den Mitarbeiter zu machen, mehr Mitaktionär, ein Mitbestimmer am Betrieb. Dafür, Herr Präsident, erlaubt mir diese Motion zu überreichen, an der ich unter anderem eine Etude über den Impact von so einem Aktionariat salarié fordern, und gleichzeitig aber auch der Finanzminister invitieren für bei der Reform von den Steuern das Thema in Renker umzuschwätzen, für eventuell Betriebe, die zu einem Großteil von ihren Salarien gehalten gehen, steuerlich zu begünstigen. So nicht, merci. Merci vielmals, Herr Clement. Hallo, Herr Regierungsrat, Herr Erbesminister Dan Kersch.